von Schneehex, am Zauberer Merlin und vom Archibald Wüterich. Die Schneehex hat heute ein Mal Besuch bekommen. Aber dieser Besuch ist nicht einfach nur der Zauberer Merlin. Das wäre ja nichts Besonderes. Die beiden hocken ja schon jeden Tag zusammen. Nee, von weit, weit her ist Besuch gekommen. Der Wettermacher Archibald Wüterich ist mit seinem treuen Begleiter am Philippus vorbeigekommen. Der Archibald Wüterich ist ein kleiner komischer Kutz. Er hat am liebsten verlumpete Kleider an und niemand weiss, wo er genau wohnt. Sein Begleiter, der Philippus, ist ein starkes, gut aufgelegtes weisses Ross mit einer besonderen Eigenschaft. Es kann fliegen. Es hat nämlich 2 prächtige weisse Flügel. Ja, und zusammen tun die beiden in der Luft die Wolken verschieben und so machen, dass es regnet oder die Sonne scheint. Der Archibald ist eben ein Wettermacher. Aber hören wir einmal, was da bei der Schneehexe so alles geredet wird. Archibald, das ist schade, dass du schon gleich um mich gehen musst. Aber kannst du uns nicht noch zuerst erzählen, wie du vor vielen Jahren den Brand vom Urwald gelöscht hast? Ich höre die Geschichte so gern. Wenn du meinst. Genau, ich würde die Geschichte nämlich auch noch eins gerne hören. Es ist schon lange her, dass du das letzte Mal da warst. Also gut, aber nachher muss ich dann gehen, weil sie in Afrika schon lange auf die Regenwolken warten, die ich ihnen bringen sollte. Diesmal erzähle ich euch die Geschichte aber ein bisschen anders. Ich habe nämlich ein kleines Lied darüber gemacht. Die Sonne scheint heiß, der Urwald in Flammen, der hat Angst, ein Panik, ein Jammer. Schlangen, die schleichen so schnell, wie sie können, die Affen, die schreien, da kann es dir rennen. Wer kann das verlöschen, wer kann dir retten, wer bleiben die Menschen, die den Urwald retten? Das Feuer ist schon gross, Rauchwolken im Himmel, niemand kommt hilft, noch schreiende Stimmen. Die Sinde vom Urwald kommt immer näher, beim Krachen und die Flammen werden höher. Wer kann das verlöschen, wer kann dir retten, wo bleiben die Menschen, die den Urwald retten? Doch plötzlich ein Punkt, wo ging näher kommt, ein schneeweißes Ball und der Reiter sitzt drauf. Der Archibald Wüterich und sein Rossbellebus bringen Wolken und Regen und löschen das für uns. Er kann das verlöschen, er kann dir retten. Er ist einer von den Menschen, der den Urwald kann retten. Bravo! Sehr schön, sehr schön. Das hat mir wirklich gut gefallen, Archibald. Merci, Schneehex. Mir hat es auch gut gefallen bei euch. Aber jetzt ist es wirklich Zeit. Ciao, Schneehex. Ciao, Zauberer Merlin. Bis bald. Adi, Ciao, Archibald. Philippus. Adi, Philippus. Ciao, Macht's gut. Archibald. Ich bin einfach begeistert vom Archibald seinem Ross Philippus. Wie das mit den Flügeln elegant in die Luft kann schweben. Ja, dann möchte ich alle mit meinem Hexenbesen kaum nach. Du, weisst du, warum der Archibald immer so zerlumpete Kleider anhat? Da habe ich gar keine Ahnung. Jedenfalls seitdem, dass ich ihn kenne, habe ich ihn noch nie in anderen Kleidern gesehen.
als in einen so zerlumpeten, wie er auch heute wieder hat. Seit wann kennst du den Archibald überhaupt, Schneehex? Das war in der Zeit, als ich noch weit oben im Norden beim ewigen Schnee gewohnt habe. An einem schönen, aber kalten Tag bin ich spazieren und habe so studiert, ob ich jetzt wirklich immer hier im Schnee wohnen will. Da habe ich im Schnee eine halb verfrorene Gestalt gesehen. Und das war der Archibald Wüttrich. Genau. Ich habe ihn zu mir heimgenommen und habe ihn wieder gesund gepflegt. Der Archibald hat sich im Nebel und im dicken Schneetreiben verlaufen. Seit dieser Zeit kommt er mich ab und zu besuchen. Und du hast dich entschieden, nicht im ewigen Schnee zu bleiben. Da ist jemand an dir. Erwartest du noch Besuch, Schneehex? Eigentlich nicht, aber warte, ich will hurtig schauen. Archibald und Philippus, was ist denn mit euch los? Husten, Husten, helfen mir. Das sieht nicht gut aus, Schneehex. Hoffentlich hast du noch von deiner Wundersalbe gegen Husten. Ja, das habe ich. Ich will den Archibald mal kräftig damit einreiben. Dann geht es ihm dann hoffentlich gleich besser. Am Archibald sein Ross, der Philippus, hat der Husten ein bisschen weniger stark verwünscht. Ich wollte mal fragen, ob er weiss, warum sie so plötzlich krank geworden. Oh ja, mach das. Das ist eine gute Idee. Du Philippus, was ist passiert? Warum sind du oder Archibald so krank? An dieser Stelle braucht es jetzt eine kleine Erklärung. Die Schneehex kann nämlich mit allen Tieren von dieser Welt reden. Sie versteht also, was die Katzen, die Hirsche, die Füchse und eben auch die Rösser so reden. Und wir wollen darum von jetzt an mit den Ohren von der Schneehex dem Philippus zuhören. Kaum sind der Archibald und ich draussen waren, haben wir immer mehr Mühe gehabt zu schnaufen. Zuletzt hat der Archibald so stark husten, dass ich es besser gefunden habe, wieder zurückzukommen. Weisst du, was echt der Husten verursacht hat, Philippus? Nein, ich weiss es nicht. Vielleicht war einfach die Luft nicht gut gewesen. Das werden wir dann schon noch herausfinden. Jetzt will ich dich auch ein bisschen mit der Hustensalbe einreiben, dass du auch wieder schnell gesund wirst. Also, ich finde es das Beste, wenn ich jetzt mal rausgehe und schaue, was da echt los ist. Währenddem, dass du den Philippus und den Archibald pflegst, Schneehex. Hab dir Sorge, Zauberer Merlin. Salbe einreiben, das hat die Schneehex viel besser können als der Zauberer Merlin. Darum hat er gefunden, anstatt noch lange rumzuhocken, gönne er selber auch etwas tun. Und weil der Archibald Wütterich und das geflügelte Ross Philippus so gleich um mich zurückgekommen sind, hat der Zauberer Merlin angenommen, dass die Ursache für einen Husten ganz in der Nähe sein müsse. Er ist zur Tür rausgegangen, hat zuerst ein bisschen herumgeschaut und ist nachher gegen die Dorfmitte zugelaufen. Das ist doch komisch. Da ist ja gar niemand rum im Dorf. Ah, dort ist jemand. Der Bäckermeister. Hey, Bäckermeister! Bäckermeister! Der verzieht sich ja grad wieder. Und ganz fürchterlich gehustet hat er. Und dort sind die Wäscherin und der Doktor, aber auch die.
verschwindet er auch grad wieder im Haus. Auch die haben gehustet. Grad wie ich. Der Husten wird ja immer fürchterlicher. Ich muss sofort zurück. Der Zauberer Merlin ist so schnell wie er konnte zurück zur Schneehex gelaufen, wo der Wille der Archibald Wüterich und der Philippus einigermaßen gesund waren. Jetzt hat die Schneehex auch der kranke Zauberer Merlin mit Salbe einreiben und gesund pflegen. Und dem ist es zum Glück auch gleich besser gegangen. Die Geschichte mit dem Husten wird langsam unheimlich. Was ist echt da los? Das möchte ich auch gerne wissen, Archibald. Jedenfalls muss ziemlich die ganze Luft hier in der Gegend vergiftet sein. Ich kann mir sonst nicht vorstellen, warum du, Archibald, oder Zauberer Merlin so schnell Husten bekommen. Natürlich auch du, Philippus. Ja, es sieht ganz so aus, als müsste ich dieses Mal ein bisschen länger bei dir bleiben, Schneehex. Obwohl ich mir das schon ein bisschen anders vorgestellt habe. Der Philippus und ich sollten nämlich noch viele Wolken verschieben. Da scheint jetzt aber nichts daraus zu werden. Ich frage mich schon langsam, wie das weitergehen soll. Das ist eine gute Frage. Das möchte ich auch gerne wissen. Und das wollen wir jetzt auch gerade am gescheitsten besprechen. Ah, du hast die Meinte schnell erholt, Zauberer Merlin. Ja, weisst, die Schneehex tut darum all ihren Tee und ihre Salben zuerst bei mir ausprobieren. Und erst, wenn sie dann bei mir ganz gut wirken, ist sie halb zufrieden. Und die Hustensalbe wirkt beim Zauberer Merlin wirklich ganz schnell. Aber jetzt wird es Zeit, dass wir etwas gegen die vergiftete Luft unternehmen. So, wie ich davor im Dorf gesehen habe, ist fast das ganze Dorf am Husten. Ich fände es am besten, wenn du und ich, Schneehex, mit dem Hexenbesen würden schauen, wo die vergiftete Luft wohl herkommt. Aber ihr könnt einmal nicht einfach so rausgehen, sonst werdet ihr dann gleich wieder anfangen husten. Ich habe da ein Zaubertränkchen bei mir. Wenn wir da davon ein paar Tröpfe auf ein Tüchlein lösen und das nachher um das Maul und die Nase binden, dann kann uns keine vergiftete Luft beim Schnaufen mehr stören. Es ist schon gut mit euch zwei, Schneehex und Zauberer Merlin. Da kann ihm wirklich nichts passieren. So, ich habe mein Tuch umgebunden. Ja, von mir aus kann es losgehen. Hopp, Hexenbesen, in die Luft! Und die Schneehex und der Zauberer Merlin waren ein Mal mit dem Hexenbesen zusammen unterwegs gewesen. Sie haben aber nicht so recht gewusst, wo sie anfangen suchen. Darum sind sie ein Mal ziemlich weit in die Luft geflogen, um zu schauen, ob sie an einem Ort etwas Verdächtiges sehen.
scheint klar und rein. Nie eine Spur von Dreck. Wenn wir nicht wüssten, dass sie irgendwie vergiftet ist, dann würden wir das kaum glauben. Wirklich, alles scheint sauber wie eh und je. Und doch ist irgendetwas nicht gut. Du, Zauberer Merlin, merkst du so? Der Hexenbesen tut auf das Mal so komisch. Er krümmt sich ab und zu ein bisschen. Wirklich, immer stärker fährt er sich an zu krümmen. Was ist da los? Jetzt fängt er an zu husten. Wir müssen sofort gegen den Boden fliegen. Das kommt nicht gut raus. Oh, er krümmt und windet sich immer mehr. Ich muss mich schon ganz festhalten, damit ich nicht ab dem Hexenbesen gehe. Jetzt kann er vor lauter Husten kaum mehr fliegen. Hoffentlich sind wir gleich am Boden. Komm, Hexenbesen, reiss dich noch eins zusammen. Gleich hast du es geschafft. Da, der Boden. Hexenwesen, brems! Bitte brems ein bisschen. Oh. Bist du verletzt, Zauberer Merlin? Nein, aber alles tut mir weh. Und du, Schneehex? Bei mir ist noch alles ganz. Und der Hexenbesen ist zum Glück heil geblieben. Jetzt bleibt mir so nicht anders übrig, als heim zu meinem Haus zu laufen und den Hexenbesen anzutragen. Es sieht ganz so aus. Hoffentlich ist dann die Hustensalbe auch gut für einen Hexenbesen. Das hoffe ich auch. Also, dann wollen wir mal laufen. Sonst muss der Archibald noch zu lange auf uns warten. Ja, nachdem nicht einmal mehr der Hexenbesen die auf eine komische Art vergiftete Luft verlitten hat, ist der Schneehex und dem Zauberer Merlin nicht mehr anders übrig geblieben, als zu Fuss heimzugehen. Dabei waren sie mit dem Hexenbesen schon ziemlich weit fortgeflogen. Ja, nun, das Wichtigste ist ja, dass ihnen beim Absturz nichts passiert ist. Der Archibald und der Philibus haben im Haus der Schneehex aber schon lang ungeduldig gewartet, derweilen, dass die Schneehex und der Zauberer Merlin müde und bedrückt den langen Weg gegen heim zugelaufen sind. Ihr seid meinte lang weg gsi und alles, was dabei rausgeschaut hat, ist ein kranker Hexenbesen. Der wird dann mit meiner Salbe schon wieder gesund. Was mir noch mehr Sorgen macht, ist, dass wir nicht wissen, warum die Luft überhaupt vergiftet ist und noch weniger, woher das Gift auch kommt. Aber ohne Hexenbesen wird es schwierig werden, Antworten auf die Fragen zu bekommen. Klar, der Philibus, der ist ja so stark, der mag uns alle drei miteinander tragen. Und ihm binden wir natürlich auch das Tuch mit meinen Zaubertröpfen um Maul und Nase. Der kann ihm dann auch nicht mehr passieren. Du, Zauberer Merlin, kann man denn die Zaubertröpfe nicht einfach schlucken? Das wäre doch viel einfacher, als immer ein Tuch müssen zu tragen. Du hast gewiss recht, Schneehex. Natürlich kann man das machen. Und das machen wir jetzt so grad. Jeder bekommt 3 Tröpfchen. Die sind gar nicht so schlecht. So, und jetzt steigen wir auf den Philibus. Dann wären wir ja alle bereit zum Abflug. Auf dir sitzt man dann aber bequem, Philibus. Das hätte ich nie gedacht.
Und jetzt ab in die Luft, Philippus. Es war ein prächtiges Bild, wie die 3 Freunde auf dem weißen Ross durch die Luft gesegelt sind. Oh, jetzt sind wir dann hoch oben. Aber im Rätsel vor vergifteten Luft noch keine Spur näher gekommen. Wirklich? Nie ein Anzeichen davon, dass da etwas nicht stimmt. Was hat der Philippus gesagt, Schneehex? Wir sollen mal ganz gut zu dem Wald schauen, wo man dort hinter dem Berg sieht. Der Philippus hat das Gefühl, der sehe nicht so aus wie die anderen Wälder. Dann fliegen mal dorthin, Philippus. Oh ja, der Philippus hat recht. Dann haben dort nur noch ganz wenig Nadeln. Und die sind erst noch braun. Schaut, auch die anderen Bäume sehen ganz erbärmlich aus. Mit durch den Wald sieht aus, als müsste er sterben. Oh, hört mal ganz gut. Wir Bäume sind krank und können kaum mehr schnaufen. Und unsere Äste sind ohne Saft. Bald werden wir verholzt zu Scheiterhaufen. Zum Wiederleben. Fehlt uns die Kraft. Ja, unsere Blätter sind schon fast verloren. Und Blüten haben wir ohne Duft. Keine Frucht wird mehr an unseren Nest geboren. All das wegen dieser schlechten Luft. Wir Bäume sind krank und können kaum mehr schnaufen. Und unsere Äste sind ohne Saft.
der Meer verholzt, so schien der Haufen. Zum Weiterleben fehlt uns Kraft. Beim. Jetzt greift die Luft schon die Bäume an. Wie wird das nun enden? Wenn die Bäume hier schon so fest leiden, dann kann der Grund für die vergiftete Luft wohl etwa nicht mehr weit weg sein. Genau, dort hinten, noch weiter hinter dem Wald. Dort könnte vielleicht der Grund liegen. Ich sehe dort Rauch. Los, Philippus, flieg schnell dorthin. Vielleicht kommen wir der Lösung auf die Spur. Jetzt sehe ich den Rauch schon ganz gut. Aber das ist ja nicht normaler Rauch, der beim Verbrennen von Holz entsteht. Grün und gelb ist er und ab und zu gibt es blaue Funken. Und all der Rauch kommt aus dem kleinen Häuschen da unter uns. Weiss jemand von euch, wer da wohnt? Ja, Ich keine weiss Ahnung. nicht, aber wir könnten mal runter schauen. Vielleicht ist jemand im Haus. Ich bin fast sicher, dass die vergiftete Luft hier entsteht. Es ist kein einziges Tier weit und breit zu sehen. Gerade so, als würden sie die Gegend hier meiden. Und die Bäume rings um das Haus sehen traurig und abgestorben aus. Ich glaube, da besteht kein Zweifel mehr. Wir sind am Geheimnis der vergifteten Luft auf die Spur gekommen. Aber jetzt wollen wir aber schauen. Endlich! Nach länger Suche, nach Husten, vorbei bei kranken Wäldern, sind die Schneehex, der Zauberer Merlin oder Archibald Wüterich und natürlich auch der Philippus bei dem Ort angekommen, wo die Luft vergiftet wird. Aber eben, sie haben nur gewusst, dass hier die giftige Luft entsteht. Sie haben aber nicht gewusst, ob in dem Haus, wo der Rauch rauskommt, ob in dem Haus jemand wohnt und wer echt das könnte sein. Darum sind die Schneehex, der Zauberer Merlin oder Archibald Wüterich auf dem Rücken von Philippus Achi auf den Boden geflogen und sind ganz vorsichtig zum Haus geschlichen, wo dicker Qualm zum Chemie rausgekommen ist. Dort hat es ein Fenster. Am besten schleichen wir mal her und probieren vorsichtig hineinzuschauen. Ist gut, das nimmt mich dann schon noch Wunder, ob dort jemand wohnt. Schneehex, Zauberer Merlin, ich habe einen Schatten gesehen, was sich bewegt. Da ist sicher jemand drinnen. Jetzt sind wir dann gerade dort. So, jetzt kann ich hineinschauen. Aber das ist doch fast nicht möglich. Aber wirklich, es ist sie. Die Hex Miranda. Die Hex Miranda? Die Hex Miranda, Königin von allen Giftmischerinnen.
Keine Hex von dieser Welt kennt mehr Rezept für Giftgetränke zu mischen. Aber warum in aller Welt ist die hier gelandet? Die Hex Miranda ist ganz eigensinnig, manchmal direkt böse. Sie achtet auf niemanden und schaut nur für sich. Ich glaube fast, man hat sie aus diesem Grund probiert, vom Hexenberg zu vertreiben. Die anderen Hexen haben vielleicht genug von ihren Getränken, ihrem Dreck und ihrem Gestank, den sie verbreitet. Jetzt kommt es mir in den Sinn. Das letzte Mal, als ich in den Norden geflogen bin, habe ich die gefährliche Abkürzung über den Hexenberg genommen. Und erstaunlicherweise hat mich dabei niemand gehindert. Aber auf dem Hexenberg selber, da war ein Tumult und Feuer und Rauch und Flammen hat's gehabt. Also doch, haben sie es geschafft, die anderen Hexen. Sie haben Miranda vertrieben und jetzt brauen sie hier ihre Giftmischungen. Aber nicht mehr verlangen, denn ich habe auch genug von diesen Gift. Psst! Hört mal, sie ist gerade beim Feuer im Kochtopf etwas am Brauen. aufmachen und den Rauch rauslassen. Das nächste Mal gibt's nicht mehr, Hex Miranda. Wer stört mich da? Aha, die Schneehex oder der Zauberer Berlin. Und sogar der Archibald Wüttrich ist da. Mal. Ja, wir sind's. Und einen bestimmten Grund haben wir auch, warum das wir gekommen sind. Merkst du eigentlich nicht, was du mit deiner Giftmischerei alles anstellst? Warum sollte mich das interessieren? Ich mache nichts für die anderen, nur für mich, nämlich Gold. So, gang mal raus schauen. Die Bäume sterben, die Leute husten. Alles wegen deinem giftigen Rauch, was du da durchs Chemie rauslässt. Das ist doch mir gleich. Lasst mich jetzt in Ruhe. Ich habe zu arbeiten. Ihr wollt mich nur ausspionieren. Die geht nicht so schnell auf. Irgendeinen Weg werden wir schon finden. Warte geschwind hier. Oder besser bei der Tür. Ich habe eine Idee. Was hat der Archibald im Sinn? Schau, er klettert auf das Dach und sitzt ganz einfach auf das Chemie. Aha, jetzt kann kein Rauch mehr raus. Aller Rauch bleibt im Haus innen. Das heisst, jetzt geht's nicht mehr lang, bis die Hex Miranda vor lauter Rauch im Haus muss rauskommen. Und dann verwünscht sie ihnen dann auch den Husten.
Das war eine gute Idee von Archibald. Was ist denn da los? Woher kommt der Husten? Und für uns ist ja die Luft noch viel schlechter als drinnen. Der Husten ist ja kaum zum Aushalten. So, jetzt spürt Hex Miranda mal am eigenen Leib, was sie da angerichtet hat. Das wirkt sicher Wunder. Siehst Miranda, den gleichen Husten haben ja viele andere Leute bekommen und leiden genau wie du jetzt. Und gang mal den Bäumen zuhören. Die sind sterbenskrank. Ich hoffe, Miranda, du merkst wirklich, was die Folge von deinen Experimenten ist. Es tönt fast so, als würde sie Ja sagen. Wollen wir ihr helfen? Einverstanden. Ich reibe ihr gerade von meiner Hustensalbe ein. Und ich gebe ihr 3 von meinen Zaubertröpfen, damit der Husten nicht mehr kommt. So gut wie noch ein Zaubertränkchen sein, da wird es ja nicht lang gehen, bis wir wieder mit der Miranda reden können. Wo ist eigentlich der Philibus? Der war ein bisschen müde vom Flug hierher. Gerade 3 Leute auf das Mal tragen, das ist auch für einen Philibus viel. Er hat sich unter einen Baum gelegt und ist jetzt ein klein am Schlafen. Der hat gewiss recht. Müde bin ich nämlich auch. Aber leider ist jetzt die Zeit gar nicht günstig für das Schlafen. Allerdings. Aber schaut, Hex Miranda will, glaube ich, etwas sagen. Oh, ist das bitter. Bitter ist das, ein solcher Husten. Ich hätte nie gedacht, dass Husten so schlimm sein kann. So schlimm wie die Luft, die du vergiftet hast. Ich weiss, aber mein Gold, ich will doch Gold. Da kannst du noch lange probieren. Das Glück gleich nie. Schon viele andere wollten Gold machen, aber noch nie hat es geklappt. Und es wird auch nie gehen. Und mit Probieren ist es jetzt sowieso vorbei. Aber ich habe doch nicht gewusst, dass die Luft so schlimm vergiftet ist. Weil du immer nur für dich und nie für die anderen geschaut hast. Oh je, aber ich kann doch nicht sein, ohne Tränken ins Brauen. Schliesslich will ich Gold. Und dann wieder alles ringsum vergiften. Nein, so geht's nicht. Aber ich habe meine Interessen. Ich will Gold. Dazu muss ich meine Tränken machen. Schliesslich machen die auch, was ihr wollt. Das stimmt schon, Miranda. Aber wir haben Sorge zu den anderen Leuten, zu den Tieren und den Pflanzen und machen sie nicht krank. Das heisst, wenn ich alles, was um mich lebt und wächst, nicht würde belasten, dann könnte ich meine Tränken machen. Gar nicht schlecht, die Idee. Da bin ich sogar einverstanden damit. Aber wer geschaut denn, dass da gleich kein Gift zum Chemie auskommt? Ich könnte ja die Schneehex oder die Zauberer Merlin immer zuerst fragen, ob die Tränken, die ich machen will, giftig werden und die Umwelt belasten oder nicht. Dann finden wir es dann gleich noch raus. Mal, ich glaube, das ist eine gute Lesung. Dann machen wir es doch so. Wir sollten jetzt aber keine Zeit mehr verlieren und gleich aufbrechen. Es gibt noch viel zu tun. Die Leute in unserem Dorf husten, die Bäume sind krank, da muss sofort etwas gehen. Der reiten, oder besser gesagt, fliegen wir am besten sofort zurück. Philibus! Philibus! Fertig geschlafen! Endlich haben also die Schneehex, der Zauberer Merlin, der Archibald Wüterich und der Philibus herausgefunden, warum das alle Leute von der Schneehex in ihrem Dorf anfangen zu husten. Der Rauch, den die Hex Miranda bei ihren Versuchen für Gold zu machen erzeugt hat die Luft so stark vergiftet, dass alle Leute husten mussten. Ja, sogar die Bäume krank wurden. Jetzt, seit Miranda aufgehört hat, die Luft zu vergiften, ist die zwar langsam besser geworden. Die Leute im Dorf vor Schneehex aber hatten noch Husten gehabt. Und den Bäumen ist es auch nicht von einer Stunde auf die andere gerade besser gegangen. Darum sind die 4 Freunde so schnell wie sie können zurück zum Dorf geflogen, für dort am Doktor bei der Pflege der kranken, hustenden Leute zu helfen.
Deine Hustensalbe ist prima, Schneehex. Alle Leute, die ich damit eingerieben habe, denen ist es schon bald wieder besser gegangen. Da bin ich dann froh, Doktor. Zum Glück hast du noch von früher von dieser Hustensalbe gehabt. So hast du in unserer Abwesenheit wenigstens auf ein paar Leute damit vom Husten erlösen. Niemand mehr in unserem Dorf da hustet, Schneehex. Alle sind gesund und munter. Aber du hast doch unmöglich alle Leute in dieser Zeit mehr reiben. Das ist doch einfach nicht möglich. Weisst, Zauberer Merlin, alle Leute, die wieder gesund geworden sind, die haben mir gerade geholfen, die anderen Leute, die noch gehustet haben, zu pflegen. Und so ist es gar nicht lang gegangen, bis alle Leute hier im Dorf wieder gesund sind. Dann hätten wir ja gar nicht so pressieren müssen, um wieder zurückzukommen, weil ja alle Leute schon wieder gesund sind. Das ist wahr. Das heisst, die Bäume machen mir schon noch ein bisschen Sorgen. Die Luft wird zwar langsam wieder gut, aber am Boden bleibt das Gift noch lang. Und die Bäume ziehen ja ihren Saft aus dem Boden. Wo ist denn überhaupt der Archibald Wüthrich mit seinem geflügelten Ross? Der ist ja gar nicht mehr da. Er hat mir gesagt, er müsse noch heute weg, aber er sei dann gleich wieder da. Dort ist er ja schon. Da kommt er zu fliegen mit dem Philibus. Und viele Regenwolken ziehen sie hinter sich her. Jetzt ist mir alles klar. Der Archibald will es so lang und so stark regnen, bis alles Gift vom Boden weggeschwemmt ist. Dann können die Bäume wieder richtig schnaufen. Ich spüre schon die ersten Regentropfen. Da ist es wohl gescheiter, wenn ich mich in mein Haus in Schermen zurückziehe. Und wir, Zauberer Merlin, wir gehen am gescheitsten zu mir heim. Sonst werden wir ja noch flatschnass. Ja, der Regen wird immer stärker. Und der Archibald wird dann mit dem Philibus sicher auch gleich kommen. Die Schneehex und der Zauberer Merlin mussten gewiss noch pressieren. Auf das Mal hat das nämlich angefangen zu regnen, wie es in diesem Dorf allweg noch nie hat. Und der Archibald hat es so lange regnen, bis alles Gift restlos aus dem Boden gewaschen war. Erst dann hat der Philibus die Regenwolken um mich weggezogen. Und natürlich sind nachher der Archibald und der Philibus zum Haus der Schneehex gegangen. Du bist ja noch ganz trocken, Archibald. Warum bist denn du in diesem Regen nicht nass geworden? Weisst, Schneehex, der Philibus und ich sind ja meistens vor der Regenwolke. Oder dann gerade über der Regenwolke. Aber nie unter der Regenwolke. Darum kann es uns auch gar nicht anregnen. Den Vorteil musst du als Wettermacher auch haben. Sonst wärst du ja ständig flatschnass. Und das wäre dann etwa gar nicht gäbig. So, die Geschichte mit dieser vergifteten Luft hat mich jetzt länger als geplant aufgehalten. Was meinst du, Philibus? Wir sollten wohl langsam gehen. Was hat der Philibus gesagt?
Es sei ja anstrengend mit dem Archibald. Der könne sich einfach nie lange am gleichen Ort stillhaben. Immer, wenn etwas erledigt sei, dann will er grad sofort weitergehen. Da hat der Philippus gewiss recht. Darum muss oder will ich jetzt so aufbrechen. Und ich hoffe, diesmal komme ich ein bisschen weiter, als dann, wo ich das letzte Mal gehen wollte. So haben sich der Archibald Wüterich und der Philippus von Schneehex und vom Zauberer Merlin verabschiedet und sind zusammen neuen Taten und vor allem neuen Wolken entgegengeflogen. Die Schneehex und der Zauberer Merlin haben erst jetzt gemerkt, wie stark dass sie das Abenteuer mit der giftigen Luft müde gemacht hat. Und sie sind gleich drauf ins Bett schlafen. Und sie haben sicher in dieser Nacht vom Archibald Wüterich, vom Philippus und von der Hex Miranda geträumt.